Joseph, machen wir das. So, mit der Beats nicht Hai füllen. Partei ausgeseit wie ein opwendiges Experiment von Mr. Science, das also doch. Aber noch gut keine Ahnung, ob es klappt. Der Joseph, der will den dotte Glasballon und explodieren kreieren. Und das just mit der Hölle von ein paar Liter Wasser, respektive dem Druck von ein paar Liter Wasser, an einem langen Schlauch. Ah. Uiuiui, den ist aber lang. Bruder wohl nicht an einem Stück. Oh, da kommen wir ran. Oh, den E-Schlauch geht ran, den anderen nicht. So streng Zahn sicher gehen. Ja. Wann es fließt. Den E-Wupp könnt man einem speziellen Stopp und den Glasbehälter, an den anderen Wupp 80 Meter rup, op den Heijöwen. Dat Kilo put rappen. Wann es dann noch richtig gesehen, wollen die zweite lange Schlauch vom Heichöfen rohflossen und dann mit Wasser füllen. Und das soll dann die Glasbehälter und explodieren bringen. Joseph, bei mir ist alles pratt, das ist alles fast. Wie ist es bei dir, du Öwen? Ja, alles okay. Da kann ich abzählen? Ja, kannst du jetzt. Puh. Ja, ich bin immens gespannt, ob es überhaupt klappt. Ich habe zwar schon unmussig viel Tester gemacht und ich hatte vor allem Probleme, für den Stopp dicht zu kriegen. Das muss noch klappen, wir haben noch nie unter diesen Konditionen so ein Experiment gemacht und dafür sind ich immens gespannt. Ja. In der Teil, das geht wirklich ein ganz knifflige Affäre. Mit Druck auf der Leitung, also am Fungehol jedereen bei sich daheim permanent betroffen. Weil wenn wir keinen Druck auf der Leitung hätten, dann gibt es kein Wasser aus dem Grund kommen. Aber mit dem Phänomen beschäftigen Physiker sich schon seit Hunderte von Jahren. Im Experiment von Haut mache ich ein historisches Experiment no vom Blaise Pascal. Und wird gesagt, dass hier am 17. Jahrhundert ein Weifhaus und Platz gekriegt hat, just an dem Sinn ein Rohr drin angeschlossen hat und das mit Wasser gefüllt hat. Und so ähnlich mache ich das noch. Aber wie kriegt denn da den Platz hin? Naja, durch den Druck vom Wasser. Taucher, die kennen das Phänomen gut, was die mit Dave tauchen, was sie mehr Druck Ohr spüren. Und den Blaise Pascal, den hat festgestellt, dass diesen Druck nicht von der Masse vom Wasser aufhängt, sondern einfach just von der Höhe vom Wasser. Das heißt, den Taucher, der gibt denselben Druck spüren, wenn ein innen an diesem Typ drauf ist. Oder eben an einer Piscine, wo auf derselben Dave gibt tauchen. Du kannst das ja mal so behaupten. Ja, mit dieser Apparatur hier kann ich es doch beweisen. Hier auf dieser Seite habe ich viel mehr Wasser wie auf dieser. Und gebe Mengen, dass das heute Gewicht ja viel mehr fest aufdrücken und dadurch das Wasser auf dieser Seite muss mehr hoch sein. Aber das ist aber nicht der Fall. Guck. Das Wasserniveau ist effektiv nicht selbst. Ja, und das ist der Beweis, dass der Druck just von der Höhe aufhängt. Wenn ich hier unhebe, dann passt sich das Niveau vom Wasser
automatisch un. Für einen Wasserturm hecht dat dat net wichtig ass, wéi viel Wasser an dem Turm ass, méi wéi héich dat Wasser steht. Et muss méi héich sinn wie alt Krin an den Häuser. An och bei eiser Staumauer du ass deselvechte Prinzip, Di ass ënnen filmmi deck wie Uwen, well se do muss méi Druck aushalen. Met dats der Mauer ganz egal, wéi viel Wasser hannen druckend. Eenzech Längwer zielelt, dat ass d'héicht vum Wasser. Wann also lunne e ganz dënne Filmwasser iwwer der Staumauer wie, da mist Staumauer nach well zu deck sinn fir den Druck auszuhalen. Wéi viel Druck mëcht Wasser dann? Meier 10 Meter Wasserseil sinn ongeféier bar. Mir kann den Druck aus Wëllospnøen, du hast 2 bis 3 bar dran. An den Druck den hummer op enger Dave am Wasser vun 20 bis 30 Meter oder eben ënnert enger Wasserseil, déi 20 bis 30 Meter héich ass. Der Teilgefäß, wat ich will Platz kräen, das aber relativ stabil an de Schätzen ungefähr, dat man 5 Bar brauchen fir dat und explodieren zu kräen. Dat heißt, wir brauchen eng Wasserseil vun 50 Meter heicht. Ja, an der Gebäier, wo in de kann drum machen, der ginnt net ganz viel zu Lettzebusch. So silo hai op 80 Meter iwwer dem Bodem op engem Heichowen. Ich wollte eigentlich den Versuch aus meinem Büro rausmachen, aber du kriegst leider Fenster nicht ab. Und dafür habe ich den Schlauch hier fixiert. Und den ist innen mit der Flasche verbunden und den fülle ich mit Wasser. Hey, Mr. Science, haben wir ein kleines Problem? Natürlich habe ich das Wasser innen vergessen, das ist nicht möglich. Ja, war der nicht am kaputt? Das soll eine Person, ich will doch entgehen kommen. Ja, wir werden nur noch wichtig zu wissen, du hast es tipptopp gemacht. Was wichtig zu wissen ist, also nur noch, dass den Druck, den du hier auf diesen Punkt könnt, sich auf alle kleinen Punkte hier an der Flasche verteilt. Überall haben wir denselben Druck, wie den hier entsteht, haben wir überall an dem Bidon. Okay, das ist okay. Joseph, Wasser. Geh, alle. Uff! Schon Wasser blo gefirft, ein bisschen Spüli dran gemacht, für erstens, dass es besser gesagt und zweitens, für dass wir Mama Luftblosen an den Schlauch kriegen. Sonst lässt sich nicht füllen. Lebt das? Okay, cut! Okay, den Druck klemmt los. Ich traue mich gar nicht gucken zu gehen. Du hast es ordentlich abgegangen, den Druck. Okay, das du könnt gleich, das du bascht. Oh! Es wird geklappt, Joseph! Yeah! Mega, es wird geklappt! Gut! Mega! Also Leif kann nicht nur machen, ne? Nur gucken dir da auf pisa.rtl.lu. Da sind Reportagen, wie gewinnt von der Emission von der Lo und Online. Erst einmal noch ganz schöne Rest vom Sonntagabend, aber bis geschwind. Da werde ich dir von abräumen. Joseph, kommt Schirbeln abräumen! Nee, das ist gut, ich fange genau tun.